Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Das Europäische Parlament hat Relationen in Form von Delegationen mit bald alle Länder an der Welt. An der Regel haben die Europadeputierten dann noch zweimal am Jahr Gelegenheit, Parlamentarier aus diesen Ländern außerhalb von der EU mit ihrer Delegation zu begegnen. Plätze an diesen Delegationen sind geregelt, da gibt streng, proportionell nur die Members von den verschiedenen Fraktionen besetzt. An dieser Fraktion kann alle Deputierten Vollmember von einer Delegation gehen, an Ersatzmember von einer anderen. Ich selber bin Vollmember an der Delegation mit Zentralamerika, zu der dann auch die Memberschaft an der Eurolat-Delegation gehört. Eurolat ist eine gemischte parlamentarische Versammlung, zu der sämtliche lateinamerikanische Staaten gehören, an die sich auch zweimal am Jahr treffen. Die Länder von der EU haben leider keine diplomatischen Relationen mit Taiwan, die ja 1972 aufgrund von der One-China-Politik aufgebracht wurden. Dafür gibt es auch keine offizielle Delegation vom Europäischen Parlament für Taiwan, das schon seit 1972 nicht mehr an der UNO an den UNO-Organisationen Member ist. Eine schlechte und undankbare Situation für das einzige chinesische Land an der Welt, das wirklich eine Demokratie ist und Menschenrechte respektiert. Weil auch Lützeburg keine offiziellen Relationen mit Taiwan hat, hat Taiwan diese wie dadurch kompensiert, dass sie Vertretungen bei Eisern und allen anderen Ländern abgemacht haben, quasi Ambassaden, und als Interlokuteure von diesen Vertretungen von Taiwan gaufen wie zu Lützeburg dann Taiwan-Lützeburg-Freundschaftsassoziationen geschafft. Ich bin im Moment Präsidentin von dieser Assoziation zu Lützeburg, die enge Relationen mit der taiwanesischen Repräsentation zu Brüssel hat, die neben der Belg an der EU auch für Lützeburg zuständig ist. Das ist auch der Fall für viele andere Länder, die hier Brüsseler Ambassade auch das kleine Lützeburg mit betreibt. Für diese Situation, dass es am Europaparlament keine offizielle Delegation mit Taiwan gibt, zu überbrücken, besteht seit 1991 eine Freundschaftsgruppe Europaparlament Taiwan, dem ich angehöre. So wie viele andere Kollegen aus vielen EU-Memberstaaten und auch verschiedene politische Fraktionen, mit Ausnahme von den Kommunisten, an denen ich ringe. Die Freundschaftsgruppe ist ganz aktiv und profitiert von aller Gelegenheit für am Europaparlament die Interessen von Taiwan zu vertreten. Schließlich ist die Insel 35.000 Quadratkilometer groß und dicht bevölkert von 23 Millionen Leuten, trotz ihrer diplomatischen Isolation ein wichtiger Handelspartner von der Europäischen Union und auch den einzelnen Memberstaaten. Taiwan ist auch Member von der Welthandelsorganisation und ein solider Handelspartner für Lützeburg. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang zu wissen, dass Lützeburg für ganz kurzem eine wirtschaftliche Vertretung zu Taipei abgemacht hat, ohne Zweifel ein Zeichen, dass als bilateral wirtschaftliche Relationen von großer Bedeutung und auch ausbaufähig sind. Die meisten EU-Memberstaaten haben noch zu Taipei so Büros. Auch die EU hat eine Vertretung, den European Economic and Trade Office, der von einem hohen Kommissionsbeamten geleitet wird. An der Woche vom 25. bis 30. Oktober, an der am Europäischen Parlament keine offiziellen Sitzungen waren, hat die EP-Taiwan-Freundschaftsgruppe eine Delegation auf Taiwan für eine Visite von 5 Tagen geschickt. Also Präsident des englischen konservativen Deputierten Charles Tannock, neben Tim und auch nach Kollegen aus Deutschland, Polen, der Slowakei, Rumänien und dieser Visite teilgeholt, die von der taiwanesischen Repräsentation zu Brüssel organisiert war. Sie hat zu einem höchst interessanten Zeitpunkt stattgefunden,
was Relationen zwischen Taiwan und der Volksrepublik China, dem kommunistischen China und Festland, angeht. Die Relationen zwischen den zwei Noperen haben besonders seit den letzten Wahlen am Jahr 2008 an Taiwan immens evoluiert. Der Leader von der Kuomintang, der Präsident Ma, hat damals die Wahlen klar gewonnen, an eine Politik de détente et de rapprochement, wie auch die Engländer sagen, mit Kontinentalchina angelegt. Es muss wissen, dass sein Vorgänger, der Präsident Chen, den lo fest am Prison sitzt wegen Korruption, eine ganz andere Linie vertreten hat, eine Politik von der Unabhängigkeit von Taiwan, die für viele Tensionen mit kommunistischem China gesorgt hat. Die Amerikaner, die Hauptalliierten von Taiwan, China, waren nicht begeistert und haben ihn als Troublemaker bezeichnet. Durch die neue Politik ist vieles möglich gewesen. Die politischen Kontakte sind gepflegt, die wirtschaftlichen Investimenten genannt Blut, und es ist auch möglich für die Personen ohne größere Schwierigkeiten hin und her zu reisen. Die Direktfluglinien zwischen China und Taiwan haben einen gewaltigen Succès. In 80 Minuten kann er von Taipei auf Shanghai fliegen. Nächste Etappe von der neuen Ära ist das Aufschließen von einem Handelsaufkommen, den lo negoziert wird. Die Oppositionspartei vom DPP, Democratic Progressive Party an Taiwan, warnt aber von gewissen Gefahren. Die Oppositionsleaderin, eine ganz energische und überzeugende Frau übrigens, hat uns erklärt, dass ein großen Teil von der Bevölkerung besorgt wird, dass das Kontinentalchina Taiwan Schlecke gibt, wenn eine durchging, eine zu viel stark bilateral Relation gibt, erdrückend gehen. Taiwan muss unbedingt aufpassen, mit anderen Partnern von der Welt stark Verbindungen aufrechtzuerhalten. Das sind, muss ich so, ganz interessante Gedanken. Sie sind der Beweis, dass auf der Insel richtig und auch heftig debattiert wird, wie da dann eine richtige Demokratie soll sein. Die asiatischen Länder, Volksrepublik China an erster Stelle, die könnten sich ein Beispiel daran holen. Wir wissen aber, dass wir da leider auf Granit stoßen. Insgesamt hat diese Gruppe als Delegation das bessere Klima zwischen den zwei Noperen aber begrüßt. Der Präsident Ma hat durch seine Vision, seine Eloquenz, sein Charisma eine formidable Impression auf uns hinterlassen. Aber es war sicherlich am höchsten Maß interessant, auch eben andere Stimmen zu hören, für sich ein präzises Bild machen zu können. Neben der Politik stand auch die Ökonomie am Mittelpunkt von dieser Visite. Taiwan ist eine Insel ohne Ressourcen. Am Dach haben Taiwanesen, Chinesen es fertiggebracht, eine immens kompetitive Wirtschaft auf die Beine zu kriegen, durch Fleiß, Innovation und Ausdauer. Es kann ihnen da nicht mehr Chapeau sagen, so gut wird gelehnt, ein ganz bedeutend Innovationspark zu sehen, an eng von den Performance-Entreprisen am Bereich von der Solarenergie, die Entreprise Motec. Wir waren immens beeindruckt. Wissen und Recherche spielen an diesem Land eine essentielle Rolle. Dafür ist das Land auch so gut auf Zukunft präpariert. Kurzfristig hat Taiwan-Insel zwei Ulayes, wo wir als Parlamentarier alles durchsetzen wollen, für zu helfen. Das ist als Beteiligung von Taiwan internationalen Organisationen, die könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schwer das, wenn ihr nicht diplomatisch anerkannt das. Nämlich 23 Länder an der Welt haben mit Taiwan offiziell Relationen. Wenn dafür, weil die haben dann aber auch kein mit China. Die Situation führt zu Absurditäten, besonders wenn es den Taiwanesen nicht erlaubt wird, und Organisationen wie die Organisation Mondiale de la Santé teilzuholen. Wo es nicht um Politik geht, mehr um die Leute, soll Taiwan sich beteiligen können. Das ist pure Bon Sens. Wir wollen dafür kämpfen. Vielleicht hilft das bessere Klima mit der Volksrepublik China auch da weiter. Den zweiten Punkt betrifft Visa-Exemption für Touristen aus Taiwan an Europa, da das auch ein symbolisch froh der Europäischen Union
geif e kloer Zeche Sätze war mehr genau wie sie et scho fir Eis machen, de Visum net méi obligatorisch am Schengener Raum ginge machen. Alles an allem hun mir 5 Europadeputéle ganz instruktiv deeg op der Insel vu Formosa, wie d Portugiese se genannt hu verbrucht, de geopolitisch Ëmstände sinn am Gegensatz zu Europa wirklich kompliziert. Dat verhindert aber nicht, dass Leute mit viel Energie und noch Enthusiasmus hier kollektiv Zukunft aufbauen. Das kann uns ohne Zweifel eng Lehre sein. Ich so nicht. Merci für das Nolaustern. Bis nächste Woche.